Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley. Pelzig und irgendwas hat wohl ganz groß gewobbelt, keine Ahnung was. Naja, wieder 10.000 Einnahme insgesamt, das ist doch was Schönes. 21. Tag vom Sommer ist schon angebrochen, ja, wie die Zeit verfliegt als, ne? Neuer Erfolg, Millionär, ich habe insgesamt 1 Million schon gesammelt. Nicht schlecht. Ja, Dwarfy McWarfy hat morgen Geburtstag. Und wenn wir alle Zwerge-Schriftrolle gesammelt hätten, dann können wir auch die Zwergesprache verstehen. Heute müssen wir also nur Gewächshaus noch gießen. Und do dasselbe Spiel. So. So. Und drauf. Okay, der Rest wieder in die Kiste. Ja, heben wir einfach mal 2 Kaktusfrüchte auf. Das kann ja nicht schade. Okay. Ah, wollte gerade sagen, sie geht jetzt raus, aber nee, macht sie nicht. Oh, draußen ist schwarz und duster. Königin der Soße. Hailey hat pinke Torte eingereicht. Aber jetzt habe ich es auch gelernt, wie das funktioniert. Nicht schlecht. Was machst du? Ja, Höhlebesuche wäre gar nicht mal so schlecht. Lebenselixier. Kann ich das überhaupt? Ich denke schon, oder? Wenn sie mal schon rot ist, soll ein Lebenselixier mitnehmen, möchte ich wenigstens mal gucken, was das kann. Oh, das ist natürlich richtig geil. Das ist natürlich richtig geil, aber dazu brauche ich jede Menge Pilze, die ich leider so nicht habe. Dumm gelaufen, das ist halt das. Dann holen wir uns erstmal hier die 4 super stinke Handkäse ab. Und kümmern uns noch um den Rest von der Farm. Und dann geht's weiter. Trüffelöl, Frucht da. Der Bäuermeister Louis. Alle hopp, das soll er haben. Ist kein Problem. So, Blaubeergelee. Dann immer aus der falschen Kiste. Dann hier wieder. Ich bin auch ein Held. So. Richtig, Blaubeer kommt do rein. Der kommt do hier. Der Rest hier wieder rein. Und Trüffelöl braucht er, hat er gesagt. Wo habe ich denn Trüffelöl hier geleckt? Das ist normales. Ja, da ist es doch. Trüffelöl. Sehr schön. Dann hier nochmal gucken. Ah, meine Köder gehen allmählich 18 Neiger. Müsste ich mal demnächst auch mal wieder was holen. Hier wieder rein. Dann brauche ich meine Sense und ich brauche mein anderes Gedöns noch. So. Genau. Kann ich das nämlich einpflanzen? Hier ist wieder gut. Die hat 2 Krähe verjagt. Wollte ich zwar nicht wissen, aber gut zu wissen. Der ist noch nicht so weit. Dann ab zu den Tieren. Das kann ja draußen trotz Regen munter vor sich hier werkeln. Die Mayo-Maschine und so, das möchte ich auch bewusst eigentlich nicht hier reinmachen, sonst vergesse ich das jederzeit. Ich kenne mich jo. Und deswegen ist es gut, dass die Dinger draußen stehen, finde ich. Und das noch so. Dann hier. Bei euch läuft soweit auch wieder alles gut, sehe ich. Ja, natürlich. Streichelrunde. Da müssen wir halt leider mal auf Trüffelöl verzichten. Und das nächste Trüffelöl landet dann wieder in der Kiste drin, was wir produzieren. Ups, wenn der Bäuermeister jetzt schon ins Habe will wieder, dann muss das so sein. So, die Käsemilch müssen wir uns ein bisschen gedulden noch. Und der noch hier rein, dann ist das wieder gut. Und hier Hefe, den Kram. Ach ja. Hier machen wir wieder Care-Einnahme, aber da drüber sind, glaube ich, noch 2 Stück, ne? Jo. Okay. Das ist halt leider unserem... Ich finde es halt etwas schade, dass uns durch, ich glaube, bis zu 4 Flöte gehen. 4 Plätze gehen uns halt Flöte durch die 4 Bäm. Ist halt echt schade. Auf der anderen Seite haben wir halt wirklich rund ums Jahr halt die Früchte. Okay. Gucken wir mal, wie es mit der Blaubeere dann aussieht. So rum.
Dann hol da mal dein Kram ab. Und dann, wenn wir uns um das alles gekümmert haben, gehe ich, glaube ich, den Weg ohne mal. Huch. Wie? Ah, verflixt. Okay, hab's kapiert. Warte mal. Da können wir ja. Mist. Mal wieder Inventar voll. Machen wir es halt folgendermaßen. Der Kram geht durch, wo er hier gehört. Das sind halt auch immer gleich 3 Slots, die dann da direkt auftrumpfen. So und so. Dann das Zeug dort hier, wo es hier gehört. Das bleibt. Nochmal zurück. Blaubeere-Eissacker. Jo. 4 Blaubeere in normaler Qualität. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal runter. Hoppla. Da hat sich schon mittlerweile ganz schön Unkraut gebildet. Das finde ich nicht so schön. Aber dann machen wir den Schampel halt mal so dicht. Warte mal, nicht, dass das jetzt unser Mayo war und so. Doch, natürlich. Okay. Und der Kram noch. Also. Dann wieder. Den Kram brauchen wir wieder hier. Das kann durch rein. Der kommt wieder hier und das kommt wieder durch hier. Und für den Rest, warte mal. Mist, mit dem Käse ist gerade nichts, oder? Okay, Bürgermeisterbedürfnisse. Ich will gerne wissen, für was für Spielchen mit Mani, der das Zeug braucht. Boah. So, dann machen wir das noch durch rein. Darauf habe ich nämlich auch gewartet. Und dann gehen wir hier entlang. Okay. Will wohl nicht. So, dann ist der Kram jetzt nämlich auch weg und der Weg ist frei. Und Reisewagen ja oder ne? Wird sich zeigen. Ja, gut. Gucken wir mal, was er im Angebot hat. Bauernmahlzeit. Eigentlich nicht schlecht. Nehmen wir uns mal mit als Wegzehrung. Normale Spring... Oh, ein Kugelfisch. Na, Allah. Seltene Saat wird auch immer gekauft. Okay, Kugelfisch für Demetrius haben wir dann auf jeden Fall noch. Aquatische Forschung, genau, das war für Demetrius. Hat sich also doch gelohnt. Und die Bauernmahlzeit, die nehme ich mit... für die Schädelhöhle zu erkunden. Dann schauen wir einfach mal. So, erstmal zum Bäuemeister. Eventuell steckt der jo bei sich daheim, wenn es regnet. Gucken wir doch einfach mal. Louis! Ja, da ist er doch. Hier, du hast Öl, lass mich mal gucken. Ah, gut, die Qualität, sehr glatt, großartig, dankeschön. Ich will nicht wissen, wofür er es braucht. Wirklich nicht. Das muss echt nicht sein. Dann wieder ab zu Robins Lade. Beziehungsweise Demetrius Haus. Und dann schauen wir mal, dass der seinen Kugelfisch auch noch kriegt. Der weiße Thunfisch, den werden wir irgendwann auch noch kriegen. Die Quest bleibt uns wahrscheinlich ewig erhalten, weil alles, was mit Fische zu tun hat, dauert bei mir ewig. Gut, Kugelfisch ist für dich. Bitte schön. Nein, ist nett, bitte nett. Du bist ja, das Exemplar sieht perfekt aus. Ich werde es direkt einfrieren. Danke, Ackermann. Immer gern. 750 gibt es 8 Tote für. Und wir gucken nochmal in deine Ladereihe. Einfaches Fenster kaufen wir uns doch auch gleich noch einmal. Ah, kleiner Kristall. Das sieht doch auch noch ein schöner Dekostück aus. Müllmer, oh Gott, das war ein bisschen zu laut gerade. Müllemer unser Haus doch ein bisschen zu. Oh Gott, gerade ewig drinnen und draußen Stimmen gehabt. Hauptsache Krische! Mann, Mann, Mann.
Ja, allmählich läuft uns aber auch die Zeit weg wieder. Ah, die Zeit, wenn sie nur schneller geht, langsamer geht, und nicht so schnell. Gut, um den Käse kümmern wir uns zum Schluss. So, der Fensterer. Sollte ich auch gerade nochmal bei der Gelegenheit hier ein Fenster noch platzieren. Dann ist das nämlich nicht allzu traurig. Das Fenster packen wir gerade durch. Und aus Ästhetikgründen packen wir das... scheiße, das ist nicht genau in der Mitte. Dann müssen wir es halt so machen, damit das aus Ästhetikgründen genau in der Mitte hängt. So rum. So wird nämlich ein Schuh draus. Allerhaupt, ich muss mich jetzt aber echt dummler. Ah, eventuell haben wir hier ja auch noch. Nur gemischt die Saat. Okay. So, wir kaufen natürlich ein Ticket. Und ich möchte jetzt in der Schädelhöhle weit runter. Schauen wir mal, ob das sowas wird. Ach Gott, Regelgeräusche trotz Wüste. Nee, natürlich nicht. Ist nur so ein kleiner Glitch im Spiel noch. Okay, ja, jetzt haben wir schon halb 4. Das ist natürlich bombastisch. Und gleich mal von deiner riesen Rindviecher angegriffen worden. Na super. Oh yes, das wird glaube ich nix, ihr liebe Leid, das wird wohl nix. Ich werde ja jetzt schon von deiner Schleime fertig gemacht. Hilfe! Oh Mann, aber Iridiumerz gibt's. Alter Falter. Meine Fresse. Ich bräuchte mal Prismascherbe oder sowas. Okay. Na gut, wenigstens ist der Weg direkt nach unten. Da können wir uns noch einen Diamant abholen. Auch nicht schlecht. So. Gucken wir doch mal, ob nicht hier eventuell noch ein paar Löcher sind, wo man tief runterstürzen kann. So. Ich glaube einfach, ich bin ein bisschen spät hier reinmarschiert, ne? Schneller! Gut. Jetzt kommt der Sausack auch noch. In die falsche Richtung gekloppt. Okay, weiter geht's. Oh nein! Schnell runter! Nein! Shenlong Invasion! Hilfe! Nein, ich will nicht, dass Shenlong mich frisst. Geh weg! Gib wenigstens Iridiumerz. Wie viel habe ich dann überhaupt? Nur 1. Na klasse. Hilfe! Nein! Geh weg! Du ach! Hau bloß ab! Geh fort! Uah. Moment, ich glaube, es ist an der Zeit. Ansonsten sterbe ich hier dezent. So, okay. Ansonsten sterbe ich hier wirklich dezent. Ja, wie schon gesagt. Dann hinterlässt doch wenigstens eine Treppe oder ein Loch oder irgendwas. Ah, das war der Joba-Unverwundbarkeit. Oh, Hasenpfote. Cool. Bringt die uns überhaupt auch? In was für eine Qualität ist die dann? Ah, normal. Okay. Boah, jetzt machen wir das Fortkunft. Ich glaube, das läuft hier nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und auch noch gerade in den oberen Bereichen von der Mine, beziehungsweise von der Höhle, läuft das nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Im unteren Bereich gibt es dann natürlich, Iridiumerz Vorkommen, richtiger. Und das wäre halt echt nicht verkehrt. Naja, braucht man halt wieder Stank Glück, für das ganze Zeug hier. Hoffen wir doch, dass wir hier irgendwo noch was finden. Aber ich denke, 20 Stockwerke werde ich jetzt nicht gerade runterfallen. Ja, natürlich. Die... Du! Sau! Sack! Getier! Vieh! Shenlong! Mann! Okay, das war's. Das war's, das halte ich nicht aus. 22 nach Amok Schlag und ich bin bewusstlos. Und dann verliere ich sehr viel von meiner Ausrüstung. Und den Quatsch machen wir nicht. So, eventuell ist ja hier noch ein bisschen was an Artefakte.
Wenn wir dann schon mal in der Calico-Wüste sind, sollten wir auch ein bisschen noch Artefaktplätze Ausschau halten. Nix. Na gut. Dann eben nicht. Huch, komm her. Ja, so Goldkokosnuss, die könnten wir für Linus mal aufheben. Und die Kaktusfrucht. So. Okay. Dann wieder ab, zurück. Und wieder zurück in der Rege. Jo, wenn man sofort wieder wispernd und zitternd begrüßt. Siggi frucht sich, wird warscht. Ja, Entschuldigung, die hat die ganze Zeit halt ach, hier im Regen stehen müssen. Armi Siggi. Haben wir dann hier irgendwo Kokosnuss, zufällig? Ah ja, hier. Okay. Packen wir die halt auch noch dazu. So, was kann dann alles fort? Ich habe mittlerweile die Schnauze voll. Gut, die zwei Sachen. Ach. Der Rest heben wir erstmal auf. Jetzt haben wir natürlich Clint vergessen heute noch. Verflixt. Bombe. Okay, das war noch ein Möbel, genau. Hier den Kram packen wir jetzt auch nochmal rein, genauso wie das hier. Iridiumerz kann hier selbstverständlich Achi. Es sei denn, ich habe Iridiumerz woanders gelagert. Müssen wir nochmal kurz drüber gucken. Sieht nicht so aus, nee. Aber die Hasepfote können wir hier erstmal lagern. Aber es sieht wohl nicht so aus, als hätte ich irgendwo noch Iridiumerz gelagert. Nee, okay. Dann haben wir jetzt erstmal alles fort. Außer, Moment, die seltene Saat natürlich noch. Gut. So. Dann der Kram. Genau, der Kram noch. Und dann ab ins Haus. Oh Mann, wir brauchen ein paar mehr Lampe, glaube ich. Dann haben wir da hinten noch was. Können wir auch noch die Viererlücke schließen. Und zusätzlich können wir hier noch weitermachen, damit die Reihe auch weiter hier voll sind. Okay, sieht gut aus. Und sein Kristall. Oh Gott, die steht die ganze Zeit nur hier. So, Küsschen. Und der kleine Kristall. Dann packen wir uns einfach mal dort hier. Wobei, da kommen wir durch. Quatsch. Dann machen wir mal hier. Einfach weil er schön ist. Okay, klar, bisschen möchte ich noch was machen. Zwar möchte ich, nee, du kommt da nicht hier. Du auch nicht. Ich weiß, irgendwann wäre ich noch wissen, wo ich meinen Kram gelagert habe. Wo sind dann die Bomber? Da sind die Superbomber. Da sind die Bomber. Sehr schön. Dann Abmarsch ins Bett. Genau, das war das. Der Wetterbericht von Moja sagt, es regnet. Das finde ich auch sehr gut. Kaffee do wieder rein. Und ab ins Bett. Ja, Lampe sollte ich mal definitiv auch mal wieder mehr kaufen. Wenn wohl wieder welche im Angebot irgendwo sind, dann hole ich mir auch sehr gern die Lampe. So, jetzt sind wir bei 9000 Einnahmen. Oh, das ist nicht schlecht. Oder für das ich wenig geerntet habe, muss ich sagen, waren die Einnahmen stabil. Gut, Leberwurst. Jawohl. Zwerg hat Geburtstag. Den besuche ich noch mit Jade. Aber ich möchte mal 100%ig gucken. Ich meine, ich weiß es, aber trotzdem. Jo, Zwerg hat Geburtstag. Das heißt, der kriegt nochmal ein Stück Jade gebracht. Und dann läuft das. Gut. So, wir werden bald ein Baby haben. Ja, das finde ich auch sehr schön. Und ich bin auch am Überlegen, also wenn ihr Vorschläge gebt, dann hieß das Kind Adam. Dann hieß das Kind noch meinem Opa. So, also noch meinem Lieblingsopa. Mein anderer Opa habe ich natürlich auch sehr gemocht. Aber der Opa Adam, das war schon mein Lieblingsopa. Definitiv. Dann ist der Weze auch mal wieder gut, wie es aussieht. Natürlich der Hopfer ach. Quelle Surprise. Die Melone, die entwickeln sich unterschiedlich.
Und die hier ist, glaube ich, auch schon gut, oder? Ja, na Allah. So. Kommt die Saat nämlich noch da rein. Da holen wir uns den Kram noch ab. Okay. Nein, die möchte ich nicht essen. So saftig und so wunderschön die auch sind. Aber nee, ich möchte sie erstmal nicht essen. Okay. Oh, da liegt noch eine Hasepfote rum. Das ist richtig gut. Ja, mein armer Has, der hat mittlerweile keine Pfote mehr. Und die Hasepfote ist in Silberqualität. Sehr schön. Heben wir auf. Weil, wie gesagt, das sind so Geschenke, die jeder Dorfbewohner liebt. Da haben wir wieder das Übliche, ohne Ziegemilch. Und weiter. Sehr schön. Dann hier mein Kram noch rein. Und dort noch mein Kram rein. Zusätzlich haben wir noch Wolle gekriegt. Ein Spinnrad damit. Und dann gebe ich unser Zeichen erstmal fort. Nicht, dass da wieder zu viel ist. Warte mal. Alter. Das ist irgendwie, glaube ich, die reine Faulheit, dass ich da drauf drücke jedes Mal. Hopfe weg. Und die Hasepfote, die heben wir, wie gesagt, auf. Aber die Mayo muss natürlich auch noch gemacht werden. Die habe ich schon völlig vergessen. Hier. Und hier. Na, Allah. Batterie ist auch noch gut. Dann Reihe hier. Ja, da hinten sehe ich nämlich schon, dass unseren ganze Kram hier wieder gut ist mit Tomate und mit Blaubeere. Und auch unsere Erdbeere sind wieder gut. Ausgezeichnet. Sehr schön. Mais nicht, aber die Blaubeere. Oh, ich liebe Heidelbeere. So. Ach so, Heidelbeer bzw. Blaubeerkuchen finde ich auch unglaublich geil. Als Kind habe ich mir immer von meinem Geburtstag Blaubeersahne gewünscht. Und das hat meine Mutter immer anders gemacht. Die hat doch nie ein festes Rezept dafür gehabt. Das macht sie auch heute noch, dass er selten dasselbe Rezept hat, sondern immer ganz gern rumexperimentiert. Und die Blaubeersahne, die hat immer ein bisschen anders geschmeckt. Die war immer ein bisschen anders gemacht. Aber ich habe sie alle gemocht. Das war waren wunderbare Kuchen. So. Hätte ich mir eigentlich auch sparen können, das wäre kürzer gewesen. Egal. Ich muss noch mal ganz kurz was checken. Nämlich, ob ich die Batterie nicht schon im Haus gestaut habe. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Dann ist gut. Ich habe da nämlich noch was im Hinterkopf gehabt. Aber hier sind sie drin. Jo. Und die silberne Hasepfote, die... Genau, lagern wir auch hier. Da gucken wir noch wegen der Erdbeere. Golden, die muss hier noch rein. Bei der normalen Erdbeere, da packen wir die 8. Reihe. Moment, nee, die Krummbeere kann wieder rein. Ich will 10 haben. So. Als Reihe damit, als Reihe. Alle hopp. Dann sind wir fertig hier auf unsere Felder. Und ich gehe noch woanders hier. Zuallererst gehen wir mal zum Clint und lassen uns die Geode knacken. Ja, dass du irgendwas Schönes ist, was wir am Gunther noch geben könnten. Sehe ich da. Na gut. Aha, was ist das? Pyrit, ich glaube, das habe ich leider schon gegeben. Gefrorene Träne und noch irgendwas Schönes. Irgendeine schöne Geode. Erinit. Gucken wir da mal. Üblicherweise als Narrengold bekannt, ja, klar. Kristall, dem nachgesagt wird, dass er die gefrorene Träne eines Yetis ist. Und das habe ich noch nicht gegeben. Sehr schön. Okay, also immer hier ein Artefakt mehr, was wir überreichen können. Gucken wir doch gerade mal. Bitte Gunther. Ja, das schwirrt jetzt... Ah, das können wir auch woanders stehen. Sehr gut. Kommt das Zeug nämlich dort hier. Oh ja, der haben wir auch noch nicht. Das war fahrlässig. Da kommt es natürlich dort hier. Okay. Das war fahrlässig. Ja, da habe ich tatsächlich noch nicht gegeben. Haha.
Warte mal. Dann probieren wir doch nur mal was anderes aus. Wenn ich ja da noch nicht gegeben habe, gehen wir doch mal mit unserer ganzen Schmuckkollektion durch hier. So, was habe ich denn eventuell noch nicht gegeben? Obsidian? Das wissen wir schon. Da hat es schon Informationstext dazu. Okay. Ja, die haben wir anscheinend schon gegeben. Dann geben wir einen Smaragd noch vor der anderen. Aber wisst was? Ich gehe jetzt einfach mal mit meiner ganzen Sammlung hier. Haben wir denn auch schon Diamant? Okay. So, ich gehe jetzt einfach mal mit meiner Edelstein-Kollektion hier. Und guck mal, was er dazu sagt. Ja, dass ich da möglicherweise auch noch was vergessen habe. Das wäre schon etwas fahrlässig. Na, Mülltonne flattern? Ist wohl nett. Na gut. So. Okay. Na gut, ein Versuch war es wenigstens wert. Dann gehen wir halt direkt weiter. In die Säureminen. Und geben noch unseren Dwarfy McWarfy ein wunderschönes Smaragd. Bitte schön, der ist für dich. Oh, wir sind noch bei 0. Okay, schade. Bei dem können wir aber leider auch nicht in der... der Lade von ihm können wir leider auch nur betrachten, wenn wir ihn verstehen, ne? Okay. Das geht nur einmal am Tag. Schade. Na gut. Schade, schade. Warte mal, wo haben wir dann den Zwerg? Der wird wohl ganz unten dabei sein, ne? Ja, schade, schade. Okay. Dann gehen wir zur Bushalter. Und packen den ganzen Kruscht wieder zurück, wo er hier gehört. Du nicht. Du anscheinend schon. Und doch, hier ist auch noch was. Und die zwei Sachen können weg. Dann gucken wir nochmal, was wir noch zu futtern haben eventuell. Und probieren unser verflixtes Glück einfach noch einmal. Nehmen wir einfach mal 5 Preiselbeeren mit. Und versuchen unser Glück einfach nochmal in der Kaliko-Wüste. Das muss ja irgendwie auch mal angegangen werden, ne? Wenn wir jetzt schon die Tage haben und nämlich angeln müssen, weil unsere Sache beim Gemeindezentrum schon durch sind. Tja, dann muss ich das halt so machen, ne? Ich habe mich ja jetzt auch um den Geburtstag gekümmert. Insofern passt das. Ja, wenn die Zwerge-Schriftrolle alle aufgetaucht sind, ist natürlich auch geil. Wenn ich dann Zwerge sprechen kann, dann hat der Zwerg einen Shop, wo ich dann auch hingehen kann und ein paar Sachen kaufen kann. Und dasselbe beim Krobus in der Kanalisation. Darauf freue ich mich schon immens, weil der echt immer mal wieder gute Sachen parat hat, der Kerl. So, komm schon. Treppe, Loch, was auch immer. Am besten irgendein Loch, wo ich 20 Stockwerke tief fall. Komm schon. Ich bezweifle, dass ich hier fündig werde mit unserer Treppe. Da muss ich wahrscheinlich woanders hier. Da muss ich wahrscheinlich hier in den Bereich. Ist einfach so ein Gefühl. Weil es noch relativ nah am Hochtreppebereich ist. Habe ich es irgendwie so im Gefühl. Aber wahrscheinlich irre ich mich mal wieder. Und habe hier kräftig in die Hose geschissen. Natürlich. Oh, diese Panzerkäfer sind auch ganz schön hartnäckig, ne? Wieder Iridiumerz. Das ist doch gut. Allein schon dafür lohnt es sich, die kleinen Glitchies fertig zu machen. Schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwie noch tiefer kommen in die Schädelhöhle. Das klingt irgendwie falsch. Ob wir tiefer kommen in die Schädelhöhle, das klingt irgendwie so noch nekrophil. Blach. Pfui Teufel. Na gut, komm schon. Komm schon her. Der große Kamerad ist wieder geplatzt. Und ein kleiner Kamerad ist wieder Iridiumerz. Sehr schön. Naja, immer hier schon 2 Iridiumerz mehr. Das ist doch mal besser als gar kein Iridiumerz, oder? Oh ja, da ist ein Loch. Gleich mal reinstürzen.
6 Ebenen bin ich runtergekippt und nur ein bisschen was von meiner Gesundheit abgeliefert dabei. Oh je, was geht denn? Oh, das war aber ein schöner Crit. Eine Omnigeode nehme ich liebend gern. Und was haben wir hier noch? Also, ach, wenn ich nicht die 25 Stockwerke schaffe, ist mir egal. Ich muss Sache alle schon für den Kruscht hier, für den Ganzen lohnt sich das. Dürfen wir nur nicht die Verteidigung senken lassen. Genau. Denn ich muss mal hier noch ein bisschen was neiföhnen. Preiselbeere. Einfach damit man das nochmal überleben hier. Nochmal zweimal den Kruscht gepfeffert. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Gut. Uah. Uah. Viel. Uah. Viel Mumie. Hilfe. Hilfe. Oh, Hilfe. Und die lassen auch nicht locker, die Viecher. Uah. Und dummerweise habe ich jetzt, glaube ich, eine Bombe. Verflixt nochmal. Jetzt hätte ich eine gebrauchen können. So ein Mist, so ein Elender. Na, da muss ich halt drauf hoffen, dass hier irgendwo Trepp rauskommt. Trepp rauskommt. Trepp rauskommt. Hoffen wir, dass Trepp rauskommt. Trepp rauskommt. Trepp rauskommt. Hopp, mach schon. Schneller Ackermann. Oh, verflixte Leo. Beeil dich, dummel dich, Ackermann. Und hier, naja, ist halt ein Rubin drin. Wie im richtigen Leber. Machst du Kiste auf, ist ein Rubin drin. Okay, ich glaube, mir werden hier Gefreunde, ne? Jetzt habe ich auch noch die letzte Verteidigung kaputt geschlagen. Nee, das wird nix. Das wird so nix. Da müssen wir halt nochmal runter. Schade. Dann noch ein Preiselbeer geföhnt. Und dann läuft die Geschichte. Gott, jetzt sieht die Gesundheit auch wieder ein bisschen besser aus. Und ich sag's da, sobald mir hier irgendein Schleim wieder für die Klinge springt, mache ich auch den Schleim sofort fertig. Wie viel Stähe? 494 Stähe haben wir mittlerweile wieder gesammelt. Das ist doch ach löblich. Finde ich. Und dann gehen wir hier noch. Oh, das sind noch große, fette Stähe. Perfekt. Yeah. Jeweils 10 Stähe pro Klopsding. Das finde ich sehr gut. Dann hier auch noch mal ein bisschen die Stähe-Ernte. Oh nein. Es ist Shenlong. Autsch, das hat wehgetan. Hau ab. So. Schnell noch die Preiselbeeresser. Mann. Die ziehen halt ab wie noch was hier, die Viecher. Das ist schon echt ranzig. Ich bräuchte mal eine prismatische Schärpe, wenn ich die irgendwo mal hinkriegt. Irgendwoher mal herkriegt, so rum. Ach man. Trepp. Gut. Ich schlage jetzt auch noch mal hier ein bisschen rum. In der Hoffnung nochmal auf genau sowas Omnigeode zu finden. Und dann gehen wir nochmal Stockwerk runter und dann schauen wir mal. Vielleicht ist ja hier auch so ganz lebensecht nochmal ein Rubin drin. Leider nicht. Ah, Glitchies. Gebt mir Iridiumerz. Sehr schön. Ich hoffe, das funktioniert noch einmal. Mit dem hier. Leider nicht. Hätte ja sein können. Uäh. Uäh. Geh weg. Geh weg. Geh bloß weg. Pfui. Oh, würziger Aal. Das esse ich doch am liebsten. So. Dann schmeißen wir uns doch gleich mal in die Fresslukerei. Njam, 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 njam. Jetzt sind wir wieder voll dabei und können auch rennen wie Sau. Und haben auch noch ein bisschen mehr Glück kriegt. Das ist nicht schlecht. Also würziger Aal rettet der Tag. Uah. Ach, wie im richtigen Leben natürlich. Ah, da sind sie wieder. Komm schon. Komm schon, das wäre ultra episch, noch mal ein bisschen Iridiumerz zu kriegen. Oh, schade. Höhlekarotte. Na gut, eventuell hier. Schade, dann halt nicht. Gut. Dann können wir auch da runter, wo der Glitchy seine Pampe verloren hat und uns eine Treppe runtergeschleimt hat. Na. So. Wo geht's runter? Oh, Amethyst. Und damit kann ich mal bei Abby aufkreuzen wieder.
Den haben wir auch schon. Ja, den haben wir auch schon. An Gunther weitergereicht, der Amethyst. Okay, komm schon. Leider nicht. Der Helm liegt nur noch einer rum. Es wäre halt echt toll, wenn ich jetzt hier noch ein Iridiumerz kriegte. Dann könnte ich nämlich der Helm noch ein bisschen was schmelzen. So, 6 Omnigeode. Das ist doch auch keine schlechte Ausbeute. Dann können wir nämlich mit dem Zeug in der nächsten Episode übermäuern. Noch zu Gunther gehen. Nix. Okay. Nix mehr. Schade. Okay. Dann den Feuerquarz noch. Und ansonsten schauen wir mal, dass wir jetzt einfach hier nochmal irgendwie Glück haben, runterzukommen. Wenn wir nicht runterkommen, dann kommen wir halt nicht runter. Okay, zumindest Omnigeode. Ja, das war das Wort zum Sonntag, ne? Wenn wir nicht runterkommen, kommen wir nicht runter. Okay. Hier möchte ich gerade nur fix gucken. Ja, genau darauf habe ich gehofft. Weil ich latsche jetzt nicht nochmal den ganzen Weg entlang. Aber um die kümmere ich mich definitiv noch. In der Hoffnung, hier noch ein Iridiumerz zu kriegen. Nee. Satz mit X war wohl nix. Zwergenschriftrolle, die kennen wir auch schon. Schade. Aber du hast doch bestimmt so ein Iridiumbrocke in dir, oder? So viele Wichtel, wie bei dir drin sind. Die haben doch hundertprozentig, oder? Irgendwas habe ich gekriegt, keine Ahnung. Irgendein Geräusch hat's gemacht. Ah, Jobas Segen. Perfekt. Na gut. Dann halt letztes Mal, bevor ich jetzt endgültig rausgehe. So viel zu mehr Glück, ne? Nö, leider nein. Okay, hier sind sowieso nur Monster drin. Boah, Alter. Schnell. Ich glaube, das ist auch gleich das Zeichen dafür, dass ich hier gehen sollte. Ja. Leider ist es das. Na gut, das heißt wieder zurück. Wie lange hält das noch? Ah, noch 3 Minuten. Schön. Sorry, Pam, dein Feierofen hat ein bisschen warten müssen. Und wieder zurück, bevor hier völlig duster ist. Gut. Dafür haben wir wahrscheinlich Ausbeute gemacht, wie ich finde. Und bei der Episode Übermäuer können wir auf jeden Fall... wie viel haben wir jetzt insgesamt? 7 Omnigeode noch wegbringen. Das ist sehr gut. So. Der ganze Kram kommt hier rein. Ich schmeiße es jetzt einfach mal alles rein. Das ist noch von meiner Frau. Ups. So. Okay. Gut. Leider fehlt uns einer. Die haben wir auch schon gegeben. Genau. So, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zum wunderschönen sonnigen Tag zu Let's Play Stardew Valley of Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann auch wieder. Ayan Yankee.